Oh ja, Freunde, das weckt Erinnerungen. Wundervolle Erinnerungen an Fire Emblem Engage. Und ja, ich muss es so sagen, denn bei mir ist das tatsächlich sehr lange her. Letztes Mal laufen habe ich jetzt nachgeguckt, das ist 5 Monate her. 5 fucking Monate. 11. April war es letztes Mal. Aus gutem Grund, weil ziemlich danach kam nämlich das neue Zelda-Spiel. Tears of the Kingdom, und seitdem habe ich eigentlich nicht mehr aufgenommen. Ich hatte zwar hier natürlich dementsprechend auch sehr viele Folgen auf Lager und dachte, es würde locker reichen, wenn ich es wieder aufnehmen könnte, aber da habe ich halt nicht mit dem scheiß Sommer gerechnet. Wenn es draußen 35 Grad ist, ich im Zimmer auch fast annähernd so viel habe, dann ist Aufnehmen eher zum Kotzen. In der Hinsicht erstmal vielen Dank dafür, dass ihr trotzdem noch dabei seid, und natürlich für die ganzen Kommentare in letzter Zeit noch, und dann natürlich auch großes Sorry dafür, dass jetzt doch, wohl wir die Folgen aufs Wochenende gelegt haben und deswegen eigentlich nur 1 bis 2 Folgen kommen, wöchentlich trotzdem wieder so 2, 3, ich glaube, oder waren es sogar 4 Wochen, ich weiß gar nicht mehr, Pause hatten. Dafür großes, fettes Sorry. So, wir machen natürlich direkt weiter im Text, und zwar, währenddessen ich hier mal ganz kurz durchgehe, alles noch anklicke und so, erkläre ich mal, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Wie bereits erwähnt, über 4 Monate Pause. Ich habe natürlich jetzt trotzdem vor, das Ganze mehr oder weniger zügig abzuschließen. Ich werde natürlich jetzt trotzdem irgendwie rushen und so und gewisse Dinge auslassen. Ich mache im Prinzip weiter, wie wir es bisher gemacht haben. Ich bin insofern noch up to date, mehr oder weniger, da ich mir Gott sei Dank immer, wenn ich eine Folge beendet habe mit dem Aufnehmen, beziehungsweise eine Aufnahmesession beendet habe, dass ich mir immer Notizen mache, was ich gerade gemacht habe und also grob natürlich, also stichwortmäßig, und was ich demnächst geplant habe. Und ja, da sind ein paar Dinge haben wir notiert. Ich meine, zum einen natürlich weiß ich jetzt noch, während ich hier wieder zocke, dass wir die ganz göttlichen Kapitel schon gemacht haben, bis auf eines. Ich glaube, das mit Fire Emblem Heroes, das fehlt noch. Es fehlen noch viele Sidequest-Kapitel, da haben wir, glaube ich, bisher nur sehr wenige gemacht. Und ich habe mir notiert, offscreen zum Glück gar nichts, weil ich nichts offscreen machen musste. Onscreen, Belohnungen für Achievements abholen. Ganz, ganz wichtig. Mit Profi-Angel tagsüber angeln für bis zu 2000 Baumfragmente pro Fisch. Hat wohl damit zu tun, ich erinnere mich auch wieder mal der gute Kai, Lord Kai. Vielen Dank dafür nochmal, Kai. Er hat mir mal einen Tipp gegeben, dass es eben gewisse Fische so gibt, die extrem viel Baumfragmente geben. War dann natürlich eine gute Angel und so weiter und so fort, aber die müsste ich weiß gar nicht mehr, ob wir die schon haben, noch nicht, aber ist zumindest hier notiert. Und dann habe ich mir noch notiert, von wegen 3 Gespräche will ich noch aufs gemacht, also habe ich hier aufgebaute Gespräche. Stimmt das? Also wir haben mehr als 3, aber ja. Ich kann auf 3 hinkommen und damit hat es weiter bis Kapitel 20. Wir sind hier bei Kapitel 19, also viel habe ich in dem Sinn nicht mehr. Und dann ab Kapitel 20, ich vermute mal neue Sidequests. Also ich erinnere mich an, dass ich damals gesagt habe, ja, die ganzen Sidequests und die Charakteren ist cool und schön, aber ich will da das eher ein bisschen gestaffelt machen. Und natürlich machen es göttliche Kapitel, das mit, ich glaube, Veronica heißt sie. Die aus Fire Emblem Heroes. Soweit dazu. Und natürlich noch eine Anmerkung, die muss unbedingt sein. Natürlich noch vielen Dank für die Kommentare bezüglich Verbesserungen für unsere Pairings, also die Charaktere, mit welchem Emblem ich sie kombinieren soll. Besonderen Dank gilt hier an den lieben Sebastian, der hat mir vor, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, sorry dafür, Kumpel, irgendwann mal hat man da ausführlich, wirklich ausführlich kommentiert, wie er das, was er für einen Tipp geben würde. Und diesen Tipp haben wir auch notiert und ich will das in den nächsten Folgen auch nochmal angehen. Wir werden natürlich jetzt das erste Mal, vor allem jetzt in der Folge, noch nicht im Detail darauf eingehen. Aus dem Grund, weil man erstmal wieder ein bisschen reinkommen muss ins ganze Spiel. Denn die Folge soll ja morgen online kommen, ja. Am 16. September soll es online gehen, wir gehen am 15. auf. Das ist schön. So. Also die Map sieht gut aus, wir können weiter. Im letzten Part, 99, wir haben ja Folge 100, ist schon eine geile Zahl, deswegen habe ich eigentlich aufgehört. Damals mit der Aufnahmesession, weil man dachte, oh komm, Folge 100 das nächste Mal. Ähnlich wie bei Zelda, da habe ich eigentlich auch bei Folge 100 aufgehört.
Jetzt eine längere Pause gemacht. Oh Mann. Nachher war es eine schlechte Idee. Aber irgendwie damals auch eine gute Idee. Egal. Im letzten Part hatten wir 2 Bluthunde, die hier platt gemacht haben. Die waren krass unterwegs. Ich glaube, ich habe es knapp geschafft mit allen. Im richtigen Erinnern, glaube ich, musste sogar ein paar Mal Zeit zurückdrehen und so. Wegen, ich glaube, was Movie oder was die andere, die Berserkerin. Einer von beiden hatte irgendwie das, also Berserkerin im General, aber die Victim Berserker. Das ist irgendwie teleportiert, glaube ich, dann war es Movia. Ja, mal Movia. Genau, Teleport mit Emblemen, die wir mittlerweile wieder haben müssten. Wohin? Ja, weiter mit der Story, ja? Also nehmen Sie eine Weltkarte erstmal. Und gucken, passiert eine Cutscene. Bündniswaffen Ike. Oh ja, ganze Dinge. Dann, ja. Schönen alten Dinge. Oh ja, wir gehen zurück ins Schloss, wollen ja unsere Dinger zurückholen. Das sind die Sidequests. Komm, konnte ich irgendwie skippen, oder? Ja, okay. Gefecht in göttlicher Kapitel. Schön, wenn ich auch hier direkt Kapitel 20 Schloss Elysia schon da ist. Und hier haben wir eisige Festung. Ja, die Frage ist halt, jetzt hatte ich so lange Pause, damit will ich mit der Hauptstory weitermachen. Ich weiß ja nicht. Ob das eine gute Idee ist. Ich könnte zwar nochmal. Warte mal. Gefecht beginnen. Reisen. Ich habe vorhin behauptet, dass uns nur noch ein göttliches Kapitel fehlt. Aber ist das eigentlich auch korrekt? Ja, da haben wir, fuck. Wie ist die große Schwester schon wieder? Vorhin kurz durchgehen. Die Schwester Offenbarung, ja, super. Camilla war es, genau, Camilla. Magma-Höhle, das war Sowen. Des Schicksals. Nee, warte mal, da fehlt ja auch noch. Moment. Drachentempel war Tiki. Höhle des Berserkers, das war, nicht Ike, Hector. Heldenheiligtum. Hier fehlt's. Und den haben wir noch nicht gemacht, den habe ich schon. Den haben wir alle. Genau, Alter, das Schicksal natürlich, das ist ja Chrom und Darein gewesen. Camilla, da Soren. Hier müsste eben diese Veronica sein. Der Hector, war schon gerade erwähnt. Und Tiki, okay, dann haben wir hier doch alle. Gut. Wir gehen zurück nach Somniel. Oh mein fucking Gott, ich will ja mit der Hauptstory weitermachen. Bin ich eigentlich bekloppt oder was? Ich meine, jetzt wäre der Zeitpunkt für Sidequests. Damit ich da ein bisschen reinkomme. Aber Kapitel 20 ist eigentlich immer so ein Wendepunkt. Ich überlege halt gerade, was am besten ist für 2 Folgen. Schwierig. Bankgespräche verfügbar, ja, was auch sonst. Leaf, aber schon mal erwähnt, ja, es war eigentlich mal Remakes der Fire Emblem Teile von Leaf und Sigurd brauchen. Vor allem im Westen, die gab es ja nie. Ich kann mich noch erinnern, okay. An einiges tatsächlich. Was halt zu tun gibt. Die Dinge hier aufsammeln, die gehörten eher weniger dazu, aber natürlich eher mit Zombie quatschen. Und mit ihm interagieren vor allem. Oh, ist schon okay. Ja, schön auskacke, machst du richtig gut. Hier, schönes Rind. Lecker Rindfleisch. Sag mal, das ist ein Scherz, oder? Alter, wir haben Herbst und es scheint wieder die Sonne, als gäbe es kein Morgen mehr. Moment mal ganz kurz. Das ist doch einfach nicht zu fassen. So. Verdunklung in meinem Zimmer, ich glaube das nicht, hey. Muss bloß so schöner Herbst hin. Ich liebe den Herbst. So.
Egal, wir haben anderes zu tun. Dann kurz gucken. Wo haben wir? Hier sind wir bei der Grotte. Gehöf mit Selkov quatschen. Hier haben wir Goldberry. Das gab es eigentlich immer alles noch dazu. Genau, Silberbarren und so aufnehmen. Ne? Die sind doch hier. Eis- und Silberbarren. Die Hunde hier kackig auskacken. Genau, deswegen haben wir immer die Hunde hier draußen. Ne? Keine anderen Tiere. Okay, okay. Ja, die Erinnerungen kommen nach und nach zurück. Nicht irgendwas mit Selkov? Ist er da oben oder was? Ja, nee, nicht ganz. Ich muss schon zurück nach Schloss Elysium. Ja. Ja, voll leidet, das verstehe ich natürlich. Ist ja auch kacke. Hat die Dinger gemacht, damit ich schneller irgendwie die Ränge erhöhen kann, wa? Da war doch irgendwie auch was. Nur mit den weiblichen Charakteren. Nur mit denen, die wir aktuell auch im Team drin haben. Ja, ja, erinnere mich wieder. Und lassen wir es mal so, wa? So. Das Training daran erinnere mich auch noch, weil ich glaube ich immer verkackt habe. Oder meistens. Der Brunnen, der das DLC startet, wa? Da war ja mal der Plan, dass er dann irgendwann mal quasi, das ist ähnlich wie damals bei Fire Emblem, oh, wie ist es schon wieder, Free Houses. Genau, gab es auch ein DLC mit den Silberlöwen, Silberwölfen. Und wir starten, unabhängig von der Hauptstory, aber trotzdem die Charaktere in die Hauptstory konnte man integrieren in sein Team. Und hier ist ja quasi ähnlich. Tirami-Sturm, Silberland, Adeptenbuch und so weiter und so fort. Okay, Itemwandlung. Ja, später, weil wie gesagt, ich muss erst nicht reinkommen. Selkov ist noch irgendwo anders, okay. Eigentlich auch egal, hier noch Saphir noch. Mhm. Die Ringkammer. Ah, warte mal. Da war ja was. So. Hat sie also Höhenangst, ja, die gute? Was hier? Erfolge. Achtung, Freunde. Na gut, viel war es jetzt nicht, vollständig. Ja, wir haben auch schon viel gemacht. Ich meine, kein Wunder, wir haben 99 Folgen hinter uns. Da ist klar, dass wir schon einiges gemacht haben. Spiel 96 Stunden. Ja, gut, da kommen wir auch dazu. Das Schloss ohne König. Ich habe immer das Gefühl, es ist eigentlich so. Die Sidequests meistens sogar schwieriger sind als die Hauptsache selber. So, warte mal. Also die Embleme. Was habe ich damals gemacht mit Leaf? Warum mit Leaf? Weil mit Ike nicht ging. Mit Ike nicht ging, Quatsch. Weil mit Marv nicht ging. Sieht halt Tiki, das ist logisch. Da erinnere ich mich noch. Louis Sector. Team ihrer Ike, das waren ja so meine Favorites. Hier glaube ich mehr für Bandlevel, wo das auch schon voll ist. Da können wir ein bisschen was machen. Diamant Corin. Ich weiß gar nicht mehr, warum überhaupt. Eigentlich habe ich ihn bei mir notiert vor eben geraumer Zeit mal. Diamant mit Roy oder Leaf. Gut, Roy fehlt noch in der Gruppe, wa? Da haben wir Roy mittlerweile. Ne, haben wir wieder. Hier, junge Löwe. Genau, mit Kai haben wir auch wieder. Okay. Also Schritt für Schritt durchgehen. Ich gehe jetzt mal, wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat er mir Sebastian einen Tipp gegeben, was vielleicht besser wäre als das, was wir aktuell haben. Ich gehe jetzt erst einmal ganz kurz mal ein, was ich jetzt hier
wie man noch notiert habe, für die heutige Folge zumindest. Und dann gucken wir mal nach und nach, weil eben, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Michael, Alea, wie auch immer, mit Marv, Leaf, Edelgar, Chrome. Also halt entweder oder. Okay, passt noch. Sidal ist auch gut. Louis, Hector oder Lee? Wir lassen mal auf Hector. Timera auf mit Ike. Ja, auch notiert. Alfredo ist mit Sigurd und Edelgard, da ist logisch. Haben wir schon erwähnt. Hortensia mit Soren. Micaiah, Celica oder Soren? Dann hatte ich mit Micaiah vor allem geplant. Gemäß dieser... Sagen wir, dass das Vergangenheitsmann sich gedacht hat, oh komm, ist doch scheißegal. Zukunftsmal gemacht das schon. Und selber alles überlassen, ey. Mit beide, dann habe ich auch so drin, oder? Celica oder Soren, okay. Hortensia wäre eigentlich mit Micaiah besser. Also zumindest hier gemäß dem, was ich so notiert habe. Eigentlich kann ich die Bandlevel darauf trainieren, ne? Also man muss ja sowieso. Chloe, aber eigentlich gar nicht mehr drin, ne? Bylef, Sigurd oder Chrom. Junaka mit Edelgard. Ja, ich weiß, Junaka hatten wir damals auch sehr oft mit Micaiah drin. Also zu Beginn vor allem. Weil sie auch Magie ausführen kann, ne? Und dann mit Glanzlos Verratu. Hat schon was gebracht. Nur halt aktuell sagen noch nicht ihre Sidequest gemacht hat. Bringt halt nicht viel, mit Micaiah jetzt wieder reinzugehen. Das heißt, wir Micaiah lieber jemanden geben, der noch gar nichts, gar keinen Support mit ihr hat. Ich meine, das kann man Level ja auch selber erhöhen, ne? So ist er nicht. Quitter, Reflexion, ja, so einfach ein Angriff. Der Vorteil mit Micaiah, wenn man richtig erinnere, war doch, dass auch Einheiten, die sonst keine Magie einsetzen können, dank ihr welche einsetzen können und sogar heilen können. Na komm. Was los? Trotzdem mal. Also, Diamant Roy sind kurz zum erreichten Bandlevel. Sigurd und so. Mal so alles mal angedacht. Das stimmt also noch. Bylef, Celica oder Soren, aber Celica fehlt noch. Ja, genau. Mich erinnern, waren nur noch 2 Stück, die gefehlt haben. Celica und Marv, oder? Bougeron mit Lynn ist gerade eine gute Kombi. Ich erinnere mich so vage. Der Hector als Alternative. Citrin Camilla von einer geile Kombi. Aber ansonsten passt das mal soweit. Muss man im Inventar noch irgendwas machen? Das Problem, jetzt kommen wir zum Detail und hier habe ich echt keinen Plan mehr. Na, aber komm schon wieder. Wie so viel ist im Leben. Marin ist gut, genau. Und hier viele Charaktere, die ich gar nicht mehr nehme. Und zum Teil auch nicht nehmen kann, weil Panet zum Beispiel ist ja gestorben. So. Also. Wenn wir mal sagen, wir gehen in die Ringkammer. Und danach in die Arena, dann haben wir eben die Gespräche noch. Und dann die Frage, Kapitel 20 starten, ja, nein, vielleicht oder Sidequest machen. Auch noch, warum wir eigentlich hier hinten das Licht haben. Für die Armreife. Nie für die Ringe, gar kein Licht. Aber hier sehen wir uns gut, hä? Hier, noch ein Armreif, haben wir schon mal erwähnt. Die Dinge hier, die ganzen Probleme, haben wir schon alles, fehlen nur noch 2 Stück wieder. Ja, genau. Perfekt. Die Fähigkeiten lernen und so, alter Schwede, es kommt alles wieder, Bündniswaffe, Fähigkeiten erben, Bandringe, erstellen. Warte mal.
stimmt, das war ja das. Lilina, Rake, okay. Volt haben wir. Der gute Volt, nicht zu unterschätzen. Ja, den Ring von Luft haben wir schon. Der einzige Platinring hier. Hat irgendwie auf bestimmte Ringe hier mal hingearbeitet. Ah, Eliwood, da ist er ja. Sal Eliwood, wie geht's? Jafar auch noch. Oh Mann, oh Mann. Verschmelzen. Wir verschmelzen. Lalalala. Ja, ihr merkt schon, es wirkt vielleicht ein bisschen unkoordiniert, aber es muss also noch ein bisschen kommen. Ich muss wieder komplett mich eintauchen lassen und dürfen in die Fire Emblem Welt. Noch so 4B, daraus wird ein A-Ring. Zweimal A waren aber 3, wa? Ne, 4 sogar. 4 mal Gold für einen S. Ich kriege keine Fähigkeit dazu, das ist irgendwie auch bitter. Aber das gewisse Platinringe, die haben ja dann irgendwie einen Effekt. Aber du siehst es vorher gar nicht. Das ist etwas, was ich auch ein bisschen doof finde. Ah, der gute Eliwood B. Ja, natürlich. Aber das ist echt sauteuer. Huch. Ja, 1000, ich weiß ja nicht, ey. Edelgard C, wobei wir haben die Armringe, also was soll ich das noch machen? Mehr Ringe, ich weiß. So, wir gehen zur Arena. Ein Thema waren noch die Gespräche, aber konnte die Bandgespräche hier auch führen? Ich weiß gar nicht mehr. Fähigkeiten erben, das ging hier. Emblem trainieren. Ach stimmt, das war ja hier diese komische Zuweisung. Mit der Enzyklopädie kann doch irgendwie Band. Ja, genau. Das war ja der Quatsch. Nee, Haiku. Yohei-danっていろいろだ。村を襲う盗賊を追い払ったり。へえ、私そういうの大好き。まるで正義の味方みたいだね。そんな大層なもんじゃない。Fire Emblem Power of Radiance. Ich erinnere mich, dass ich damals noch gesagt habe, hey, irgendwann spiele ich mal noch den 10. Teil, den Nachfolger Radiant Dawn. Das war ja der mit Micaiah, wo eigentlich auch wieder vorkommt. Ich habe damals noch viel gesagt, Freund, ich weiß. この前リンが聞かせてくれたものだから決めたんだ。俺もリンみたいな大活躍をしてみ。話してくれてありがとう、ブシロン。そうやって目標がある。事実は小説よりきなりってね。Ein Hoch auf Boucheron. Junaka, damit haben wir zum Teil ein bisschen Probleme gehabt, ich erinnere mich noch. ユナカを見ていると私の旧友を思い出す。戦闘だけでなく。ほう、観察眼がさまざまなことに。私めも自分なりに精一杯励んで。Maximum erreicht, sehr gut. Und man könnte fragen, wenn ich eigentlich jedes Ziel hätte, sage ich jetzt mal. Ja, wenn ich jetzt eigentlich das Ziel habe, mit der Hauptsache weiterzumachen, wenn wir Kapitel 20, wäre vielleicht cool, wenn ich auf meinem bewährtes Team noch sitze, die großen Ringe umzutauschen, wenn ich auch wieder schneller reinkomme. Naja.
Vielleicht schon, wer weiß. Die Seitenkarte, Mensch. Unterstützung, so. Sidal mit Sidrin. セアダス、この間はごめんなさい。取り乱してしまって。ううん、全然。それだけブロディアを愛しているってことだね。それよりこれを見て。何？なんとなくシトリニカが来そうな感じがして、ブロディアの未来をまた占ってたんだ。結果は？ブロディアの未来が見えなかったのは何もないからじゃなくて、霧が立ち込めてたからなんだ。それがやっと見えるようになった。君の強い思いが霧を晴らしてくれたのかも。霧の向こうには何が見えるの？雨上がりのブロディアだよ。他の国と同様、ブロディアは少し大変な時期を過ごすことになるけど、その後は雲間から太陽が顔を覗かせる。ありがとう。優しいところもあるのね。優しい？どういうこと？その占いの結果、本当かってこと？私のために言ってくれているんじゃないの？やだな。俺はインチキはしないよ。君のためにそこまでする理由がない。そうであることを祈るわ。でもあなたに占ってもらえてよかった。おかげで現実と本気で向き合えたもの。受け身じゃなくて積極的に平和を手にする。その気持ちで絶対に守ってみせるわ。ブロディアもこの世界も。頼もしい人だね。応援しているよ。ありがとう。そうだ、いつか占いのお礼をさせて。だったらブロディアを案内してよ。平和になってからでいいから。俺行ったことのない場所を歩くのが好きなんだ。喜んで。素敵な雨上がりの街を見せてあげるわ。Das ist auch so etwas, woran ich mich wieder erinnere. An die elendlangen Gespräche. Junge, Junge. ミスティラ王女、今日も楽しそうだな。すっごく楽しいよ。ディアマンド。いや、違う。今日はそちらの流儀に付き合わせてもらおうと思ってな。それって一緒に遊んでくれるってこと？私すっごく嬉しい。そういうことならすぐに始めよう。今日はここで遊ぼうと思ってたんだよ。こんな場所で一体何をするつもりだ？今日は私の歌をさあ、ディアマンド王子も。私もか？ダメだ。もしかして緊張してるの？ブロディア王国第一王子の私が。分かった。やってやろうではないか。私はブロディア王国第一王子。民の生活を守るため悪い奴は Oh, bitte erschieß mich. みんなで一緒に歌っちゃおう。 Oh, meine Augen bluten. Meine Augen direkt auch. So ein schrecklicher Gesang, das dringt von Ohren bis zu den Augen. Hört auf, bitte. Stopp, skip, Hilfe. Um Himmels Willen. Schnell, abschließen, bitte. ユナカ、この間の続きを話して。はい、私は仕事と割り切って殺し屋の男と共に淡々と人を殺めていきました。するとある日、男が病に倒れました。男は不治の病に侵されていて、余命いくばくもなかったのです。男は言いました。私を拾った本当の理由は後継者が欲しかったからだと。そして今まで稼いだ金を差し出すと、これを報酬に自分を殺してくれと依頼してきました。正直
ろくでもない男でした。でも彼のおかげで生きることができたのも事実。私は男の願いを聞き入れることにしました。それ以降、私めは殺しから足を洗い、今日まで生き抜いてきました。名前もユナカに変え、別人として生きるようになったのです。そうだったのね。それで例のブロディアの有力者が集う会議のことですが。そう、それよ。それがあなたを疑うきっかけだったんだから。少々根回しをしておりました。根回し？ええ、実は恵まれない子供のための基金を立ち上げたいと考えていまして、それを会議の中で皆様にご提案したいと。それでいろんな人に会議の話を聞いていたということ？はい、私めのような境遇の子供たちの力になりたいと、その一心です。私ったら滑稽ね。これじゃ道化師のようだわ。いえ、いいのですぞ。気にしておりませぬ。ユナカ、お詫びと言ったらなんだけど、その基金の立ち上げ、私にも手伝わせて。戦いが日に日に熾烈さを増していく中で、ブロディアの人々もそのことに心を痛めていて、お願い、私を使ってあなたを疑った罪滅ぼしをさせてちょうだい。罪滅ぼしだなんてとんでもない。そのご提案、むしろ感謝しかありませぬ。よかったわ。あなたのしようとしていることは素晴らしい。長い付き合いになると思うけど、こちらこそこのご恩は一生忘れませぬぞ。Wir versprechen also dieses Gespräch nie wieder vergessen. Naja, gut, zumindest das haben wir geschafft. Training, unbedingt wichtig. Embleme, ein Training mit Emblemen, das hingegen eher weniger. Wobei Hortensia wo ist sie jetzt mit der guten Micaiah? Das könnte nicht schaden, wenn wir das ein bisschen anheben können. Hortensia ist einfach so ein, ich sag's mal in Pokémon-Manier, ein Biest, was Spezialverteidigung anbelangt. Ja, sorry, ich weiß die Stats nicht mehr, wie die alle wieder heißen bei Fire Emblem. Wir haben nur noch die Pokémon-Stats im Kopf. Ah, zu viele Spiele auf einmal zocken. Ah! Das könnte ein cooles Team werden. Die Stabkunst macht eigentlich nicht ins Licht. Okay, Stabfertigkeit, Resistenz plus 3. Fähigkeitenerbe. Velivel. Nochmal Erbe. Erbe, sage ich schon. Hier gucken. Ja, mit einem anderen Mal. Also damit mit Kaya und so mal was machen. Aber kann jetzt zur Not auch irgendwie offscreen mal ein bisschen was vorbereiten und so. Das wird zu viel Zeit damit verschwenden, in Anführungszeichen. Wie sieht es denn hier aus bei Tiermann und Roy? Der hat jetzt wieder neu dabei. Das Problem ist halt, Level 10 kriegen einen Wurmtöter, ist natürlich schön. Aber man sollte Sidequests machen. Aber wir wollen ja Kapitel 20. Wäre schon cool, wenn ihr zumindest hier so weit wäre mit dem Bandlevel. Das stimmt. Was ich ein bisschen schade finde. Alter Schwede, gut, der Lanzenmeister, also dass ich da einen Vorteil habe. Waffendreieck, ich kenn's wieder. Yeah. ロイは私と同じく帝王学を心得ているのだったな。僕にわかるのは良き漁師としての振る舞い方くらいさ。Ja, von Eliwood, hm? Wurmtöter, Schwerfenemblem, Roy, Effektive gegen Drachen, sehr gut. Was sagen wollte, was mich ein bisschen stört hier, aber leider immer noch, wenn ich hier Training mache, hier sehe ich nicht, wen ich aktuell zugewiesen habe. Das finde ich persönlich ein bisschen doof gerade.
noch ein Bandlevel mit Hector. Genau, bei ihm ist Hector. Ist die Frage, ob sich das lohnt. Warte mal. Nachdem ich mit Level 20, Level 20 ist schon, mit Kapitel 20 weitermachen, will ich auf kein Risiko gehen. Das heißt, Michael mit Leaf vielleicht, der da auf Level 10 gehe. Ich schon Level 16, das reicht mal fürs erste Mal. Sigur muss Sidequests machen, Roy ebenfalls. Mit Kai eigentlich auch, und dann aber egal. Beilev, Lyn haben wir schon, Camilla, das geht noch, Yuna Edelgard ist auch gut. Fogado mit Lucina, ja, also Fogado kann ich eigentlich auch noch machen. Ja, passt eigentlich auch, also. Michael Leaf und Fogado Lucina. Leaf-san. Habe ich eigentlich nur deswegen Leaf beim Alten genommen, wegen der Waffenvielfalt, der auch wegen Vierfachangriffen so. Das kann nicht sein. Weil ich kann mich gut erinnern an die Edelgard-Kombo. Wobei Edelgard, der Dreihaus-Armreif, die kannst du bei allem verwenden. War vor allem gut bei Alfred. その感謝の思い口にするといいきっとどこかで君の母上は聞いていてくれるさ Ich erinnere mich noch auch sehr gut daran, wo ich irgendwie so meinte, von wegen, ja gut, natürlich ist es tragisch, die Szene selbst, wie sie animiert wurde, aber als Spieler kam halt kein Gefühl rüber, weil du mit Lumira zu wenig gemacht hast. Das war bei Freehouses noch mit dem, ich will natürlich nicht so viel spoilern, aber bei Freehouse, in einem anderen Final Spiel, war es, finde ich persönlich ein bisschen anders. Intensiver, besser gesagt. So, Lucina hatte ich hier. Da verrät es gerne nach, perfekt. Ich muss aber sagen, ich war ja eigentlich der Meinung, dass unser Team schon sehr gut trainiert ist, auch schon gute Waffen hatte. Und dann, wir erinnern uns noch, kam letzte Folge, beziehungsweise letztes Kapitel, war Movia und die andere, die alte, sie einfach dachten, sie müssen auch durch unsere ganze Abwehr, durch alles durchragen. Junge. Da hat uns aber ziemlich platt gemacht, die Gute. Ich glaube, der Kampf hier überhaupt keine Bedeutung hat quasi. Wir kriegen die Effekte ja sowieso. So, ich kann noch 3-mal kämpfen, das habe ich immer gemacht, weil es einfach immer lohnt. Ganz einfach gesagt. Nehmen sicher mal Ivy. Was kurz im Level Up ist. Ich meine, da ist so ein Punkt, den gab es schon immer bei Fire Emblem, wird es auch immer geben. Niemals ein Training vernachlässigen. Aber wenn du vielleicht mittlerweile mit 2 Ziegeln und so die wieder zurückstufen kannst oder neu trainieren kannst und so, trotzdem. Wenn es geht, immer leveln. Sehr gut. Die Stats, die ich auch unbedingt bräuchte. Boucheron, war noch mal ein bisschen zurückgepackt oder so. Ich erinnere mich auch daran noch. Mach aber, wenn ich noch 2-mal drauf mache, dann mit Chloe. Ja, ich habe es mir auch notiert, ja, aber das quasi eine Rangliste gemacht, welche Charaktere ich gerne in welcher Reihenfolge dabei hätte. Und Chloe ist ja mittlerweile doch eher weit unten, wissen wir aber auch, warum das so ist. Ich meine, haben wir sie auch zu früh gelevelt damals, und dann... Die ist jetzt erstaunlich gut gegen Jade. Man wird sie auch verkriegt. Ja, Chloe ist relativ weit unten, ne? Auch mit Marin und so, aber ich habe andere, die ich eher bevorzuge. Aber das hat doch storybewandte Gründe. Dass du zum Beispiel sagen, hey, ein Alfred, ein Diamant, die müssen dabei sein, weil sie sind Prinzen, sind nicht für die Story. Aber so bin ich halt ein bisschen drauf. Ja? Da ist halt so, man könnte auch sagen, ein bisschen meine Schwachstelle. Und das war unnötig, Chloe. Ah, knapp vom Level ab, scheiße.
Gespräch verfügbar. Nee. Das sind Gespräche mit Charakteren, die ich gar nicht mehr im Team habe und nicht mehr haben will. Die würde ich, glaube ich, offscreen machen. So. Wir sind durchfahren, wir haben Boutique und Krafttraining, neue Ware. Also, wir noch kurz zum Platz. Nachher werden wir mit Kapitel 20 starten. Ich weiß, es sind schon wieder ein bisschen drüber mit der Länge. Aber da wir wieder lange Pause hatten und wir haben heute Jubiläum, Folge 100, da machen wir das auch ein bisschen länger. Nicht 100 Minuten, das wäre ein bisschen übertrieben. Stunde 40, wobei zum Teil hatte ich da bei anderen Projekten auch schon, war schon knapp davor. Nein, aber so 50, 55 Minuten. So fast eine Stunde müsste aber schon drin liegen. Wie ist das mit dem Geld? Habe ich überhaupt Kohle? Das war doch immer so ein Problem. 66, wolltest du mal verarschen, ey. Geld sind immer so ein Ding hier. Das Mineral erhalten, ja, da kann ich halt so machen. Fäden kostet halt auch Geld. Ich fand das schon mit dem Farben, muss ich nochmal nachgucken. Ah, eine Kriegerlanze. Oh nee, wenn ich jetzt noch nachgucke, welche Waffe ich neu ausrüsten und so, dann komme ich gar nicht mehr durch. Warte mal, der kann neue Waren. Auch neue. Ah, die Boutique hier drüben oder was? Hä? Ja. Okay. Hi. Schlichte Linie, ja. Reinheitslinie, Smaragdlinie. Total schon coole Outfits. Karmesin-Linie. Passt ja bei Pokémon Karmesin. Ich den Namen immer bescheuert finde, aber egal. Nee, da passt. Dankeschön. Wir haben noch keine neuen Waffen, Freunde. Ich gehe auch jetzt nicht auf Material suchen. So. Das machen wir ein anderes Mal. Ich gehe auch nicht angeln. Weil mir fehlt aber sowieso die Profi-Angeln dafür. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder wir könnten... Warte mal, Teich. Ich gucke nur mal ganz kurz. Ich angel nicht selber, ich gucke nur mal. Also, stehen wir ja mit ihm hier. Nicht Diamant hier ist. Nein, man immer so. So lächerlich. So, genau. Einfach angeln, solide, mir fehlt die Profi-Angel. Mit Angeln setzen wir aus, bis wir die Profi-Angeln haben. Die müsste es beim Warenhändler geben, da rechts unten, also oder beim Trödelhändler. Warum der schon hier ist, oder beim Gehöfen näher oder so. Ja, wie auch immer. Der fehlt noch. Gut. Speichern darf trotzdem sein. Ja, hatten wir das Kapitel 19 hier. Datei 7 überschreiben. Sehr gut. Und let's go. Oh, die Waffe nochmal neu umsortieren und so. Weil ich gar nicht mehr weiß, welche Strategie ich mit welchen Charakteren eigentlich gefahren bin damals. Naja, wir werden schon wieder herausfinden. Dann Sigmar Marni, so ist die Ritterin, genau, oder General von denen. Umovi erreicht die Armee des Würmgotts endlich Schloss Elysia. Tja. Holen wir uns noch die anderen Charaktere zurück, ja, die anderen Embleme. Marv und Selika. Das Schloss ohne König. Nante koto. Akatsuki no Miko no Yubiwa to Wakaki Shishi no Yubiwa. Yatsura ni ubawareta desuって。すまない。もし神竜側の指輪を奪い返せたらセピアとグリに褒めてもらえると思って。それで2つとも奪われちまってたら意味ねえだろバカが。ごめんなさい。でもまた取り返せばいいよね。僕たちは特権階級なんだもん。指輪を取られてもお叱りはないんでしょ。マロン。
なぜ命令以上のことをしたの？今回のことは私でもかばいきれないわ。でも聖騎士の指輪だってセピアのミスで神竜側に戻ったじゃん。私はベイル様のご命令に従っただけよ。それともベイル様を非難する気かしら？俺は今回のことを言い訳する気はない。もし罰があるなら俺に与えてくれ。モーこいつはただ褒めてもらいたかっただけだ。共にいて止められなかった俺に責がある。ブ、まああなたいつの間にマロンをかばうようになったの？これまでシクの誰にも心を開かなかったのに。それともベイル様の剣があるから私を怒らせないようにしたいのかしら？でも残念、ベイル様への術はもうかけてしまったわ。約束が違うだろう。ごめんなさいね。待とうと思ったのだけれど、欠陥品の人格が目覚めてしまったから仕方なく。約束をたがえていたのはそちらも同じよ。今回の件、ソンブル様への反逆に値するわ。私たちは家族なんだもの。悪い子にはきちんとお仕置きをしないとね。何するの？マロン、逃げろ！させないわ。ああ、二人とも伸びちまったぜ。その魔法、思ったより強烈だな。羨ましそうに見るのはやめてちょうだい。私はもう行くわ。こいつらはどうするんだよ。目覚めたら追いかけてくるでしょう。私以外にこの子たちの居場所なんてないんだから。それより例の件は頼んだわよ。少しの際にも抱かせないよう存分に痛めつけられてきなさい。分かってるさ。奴がソンブル様の巫女かどうかちゃんとこの目で確かめてきてやるよ。 Ernsthaft jetzt? 戻ってきたわね、イルシオン城に。中には邪竜ソンブルがいるはずです。それからベイルも。ええ、無事でいてほしいですが、敵として立ちはだかることが考えられます。警戒を怠らないようにしないといけません。危険だと思ったらすぐに撤退を。どうしたんだい？デスカン大教会で似た会話をしたことを思い出して。 Ich wollte schon gerade sagen, ne? Von wegen, diesmal machst du einen Fehler aber nicht schon wieder. Marv, der gute Marv, der Heldenkönig Marv, unser Freund. 紋章師マルスとはあれきりでした。結局取り戻せないままこの場所まで来ましたが、また同じことになったらと。僕たちはあの頃より強くなった。以前のようにはならないよ。それに君だって神竜として立派に成長したじゃないか。神竜としてですか？ああ、だから取り戻せるさ、必ず。それは何よりの褒め言葉ですね。行きましょう。誰もいませんね。イルシオン城内はいつもこんなに静かなのですか？いいえ、王城兵すら姿が見えないのはおかしいわ。ソンブルは城の者まで始末したのか？みんな異形兵になってるってこと？そんな。王城兵ならここにいるぜ。グリ！久しぶりだな、神竜様。はるばるこの城までようこそ。ああ、イルシオンの姫君にはお帰りなさいませと言って差し上げるべきかな。港ではマロンとモーブが世話になったみたいだな。指輪も2つ奪い返して万々歳ってとこか。残りの指輪も早く欲しいだろう。
例えばこれとか。慈愛の王女の指輪。正真正銘の本物だぜ。紋章師だってこの通り。セリカ。俺を倒したら返してやってもいいぜ。何を企んでいるんですか。そっちこそ何を警戒してんだ。ソンブル様が来るかもってビビってんのかよ。あなた一人では分が悪すぎます。言ってくれるね。言葉で責められるのも悪くない。安心しな。誰もここには来ねえよ。もし来たら俺は舌を噛み切って死んでみせてやる。どういうことです。戦わねえならこれ以上は答えられないな。Oh, nichts lieber als das. わかりました。何が狙いか知りませんが、本当に援軍が来ないのであれば、またとない好機です。覚悟してください、グリ。慈愛の王女の指輪、返してもらいますよ。そう来なくっちゃ。かかってこいよ、神竜様。時間をかけて俺をズタボロにしていきな。Die Eni macht trotzdem keinen Sinn. Kapitel 19 noch gegen 2 Bluthunde angetreten, sondern gegen einen. Hä? Klar, ihnen gehen die Mittel aus und so, aber warum nicht? Warum macht Zephyr das? Egal. Vielleicht will sie auch Valiant aus den Augen lassen. Das könnte ja auch sein. Gut. Kapitel 20 startet also. Wir gucken natürlich erstmal wie gewohnt, was hier eigentlich so abgeht. Position ändern. Was haben wir hier alles? Verzerrte. Aha. Da ist mal was ganz Neues. Das ist ein Elusia-Soldat. Ja, das tut mir natürlich leid, aber die müssen sterben. Ich nehme mal an, wir kriegen hier mitunter nicht neue Charaktere dazu. Da echt dunkel hier, oder? Chris und Celica. Mit Celica konnte er nicht auf die Weite angreifen. Celica war einfach verdammt stark. Das ist, glaube ich, gemäß meiner Liste wäre das ein Charakter für Ivy oder Hortensia, haben wir, glaube ich, mal notiert. Okay. Aber eben, die Liste wird sowieso noch überarbeitet, auch mit der von Sebastian noch. Wird zu Beginn der Folge erklärt. So. Das hier so dunkel ist, gefällt mir gar nicht. Da geht irgendwas ab und ich weiß nicht was, das macht mich nervös. Wie sieht's denn aus? Nur 11 Stück. Ja, leck mich, ey. Position verändern. Yes. Was machen wir da? Mit allen möglichen Truppen. Britene, Magier, Verzerrte. Eine bunt gemischte Truppe, wie so üblich. Also. Michael, Sidal ist soweit auch klar. Und vielleicht auf der Map vielleicht mal auf ihn verzichten könnte, ich weiß gar nicht. Timira und Luis, die Verteidigung, Resistenz war's, dankeschön. Verteidigung, Resistenz natürlich, da ist bei den beiden auch klar. Diamant, Alfred müssen auch loslegen. Ivy, Hortensia müssen sowieso mitkommen, weil sie ihr Schloss. Da wäre irgendwie ansonsten ein bisschen doof. Citrin, Camilla, Boucheron, Lynn. Avogado als Bogenschützen gern dabei haben. Dann dafür Junaka rausschmeißen? Bin ein bisschen gemein, wa? Avogado hat zwar schon ein relativ hohes Level. Das geht für die hier eigentlich auch. Ihr beide müssen vor allem ein bisschen. Alfred und Diamant, der liegen noch ein bisschen hinten mit dem Level. Weil Timira eigentlich auch. Citrin Camille ist eine geile Kombi. Boucherolin vor allem als Engage natürlich nicht zu verachten. Mikael würde gerne wieder testen, genauso wie Roy. Das kommen die sowieso mit. Ich bin wieder kurz davor, Sidal einfach rauszuschmeißen für den Kampf. Und zu sagen, wir gucken mal, was ohne ihn möglich ist.
Das mache ich jetzt auch mal. Vollkommen irre. Wie ich halt immer bin. Und heute noch irre als sonst. Also, wir haben hier einen Schwertmeister. Wo haben wir? Speed. Oh, ein gutes Speedbild. Lanzenträger. Du hast kein gutes Speedbild, dafür hast du eine ordentliche Power im Angriff. Das ist insofern nur ein Silberschwert, also auf die Entfernung und so, da wird nicht so das Problem sein. Immer noch nach vorne. Ich mache es sogar so, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Fogado packen wir auf die Seite, weil wir dann die beiden so ein bisschen hinten haben. Hortensia bleibt so, die Flieger sind immer cool unterwegs. Louis Hector mit Junaka Edelgard. Junaka Edelgard. Halt mal so. Okay, Freunde. Inventar kurz checken, ne? Wir haben da ja mit unseren neuen Waffen. Ja, dann so eine Stahl-Großlanze. Mittlerweile auch eine Kriegerlanze im Inventar. Bitterklinge, genau. Ich greife zweimal an. Wäre das etwas für Louis oder sage ich? Ich meine, klar, er hat viel Verteidigung und so. Er ist nicht schnell, aber deswegen haben wir ja die Kriegerwaffen. Also könnte man es eigentlich mal testen. Oder ich sag mir, Jungs, Behendigkeit, Geschwindigkeit, ja, ist Alfred ein bisschen hinterher. Auch mit der Stärke, aber dann wäre ja eigentlich vielleicht, wobei er hat ja den Spezialding hier. Der Tod und Schnitter Speer. Man damit Schwert umgehen kann. Die heißen Großlanze, Speer, Meißellanze und Silberlanze. Ich glaube, ich gebe trotzdem mal ihm mal die Kriegerlanze, weil er eben sonst halt eher ein bisschen Probleme hat. Sag jetzt mal damit. Mit doppelt angreifen, aber wen wundert's? Ja, haben eigentlich alle unsere Truppen Elixier, die es brauchen? Da bin ich gar nicht mehr so sicher. Aber doch, sieht gut aus, oder? Das ist also eine coole Waffe, die ich unbedingt mitnehmen müsste. Geht, wa? Er macht eine Kriegeraxt. Ach du Scheiße. Ein langsamer Krieger im Idealfall. Also mehr oder weniger langsam wäre eigentlich Diamant. Junaka, aber die ist relativ schnell, der würde sie ja nicht geben. Da wird es noch Silberdolch, Meisteraxt und sonst im Kriegen. Er ist relativ flott unterwegs. Diamant tatsächlich, aber ich habe natürlich bei ihm schon mit Andung dabei. Silberschwert zum Kontern, ein Hammer, um ordentlich drauf zu kloppen. Silberaxt, Meisteraxt. Scheiß der Morg trifft er sowieso nie. Aber zumindest noch so irgendwie im Kopf. Na komm. Ich mag das mal so. Dann haben wir das drin. Haben wir noch einen Kriegerbogen. Nee, das nicht. Meisterbogen. Hä? Haben wir Fogado keinen Meisterbogen dabei? Silberbogen. Sonnenbogen hat er dabei. Silberschwert. Und so einen Langbogen. Ja, du hast eine gute Behendigkeit, Kumpel. Also eigentlich... Also eigentlich aus dem Silberbogen, ne? Wäre eigentlich sogar der hier besser.
Ja, vielleicht mache ich ja gerade irgendwie alles kaputt, was ich bisher so schön aufgebaut habe. Das kann gut sein. Haben wir irgendwie eine coole Magie noch? Tiramisu, nein. Tiramisturm. Also nicht Tiramisu, sondern Tiramisturm. Ah, okay, das Ding kann nichts. Also schon, aber ist nicht dafür gedacht. Rettung, Rettung, Fortschritt, Teleport. Da kriegen noch geile Dinge dabei. Ich wollte auch mal längst schon einsetzen. Haben wir immer noch nicht gemacht, hey. Uff. Oh, Vergangenheitsmarkt, wieso tust du mir das an? So, ist aber auch scheißegal. Freunde, in der Folge kaum was getan. Sind bereits bei einer Stunde. Zumindest eine Runde machen wir ganz kurz. Den Rest der nächsten Folge. 消えた。これは紋章師セリカの力ですね。暗がりに潜んでいるかもしれません。みんな注意してください。 Oh nein. Ach, deswegen das. Oh, super. Das heißt, wir müssen eigentlich die Magier vorschicken. 行きます。承知しました。アルフレッド・マイル。 Bruchwert zwar cool. Jawohl, ja, doch, komm. Einmal Break, bitte. Stimmt, hat diese Fähigkeit, damit ich irgendwie mit Sigurd wieder wegteleportieren kann nach einem Angriff. Die muss ich einfach mal für alle irgendwie beibringen lassen. Ja, da seht ihr, es kommt alles wieder. Nach und nach. Auch der Sahensturm, der ist krass. Wir machen uns nass. Du, du, du. Mal gucken, wo er ist. Ah, da ist er nicht. Okay. Trotzdem hier schon mal aufstellen. Wer weiß, wo er plötzlich angekrochen kommt. So, hier drüben, ne? Hier haben wir einen Resistenzfuzzi. Irgendeiner von euch darüber? Ja, du, Nicer Move. Voron. Ja, Citrin hat's drauf. Du, du, du. Noch sicher noch ein bisschen bewegen. Hortensia. Ah, hier ist er. Sehr gut. Ja, wenn ich mal anlocken kann, ich nicht. Ach, deswegen, haben wir vorhin gar nicht gesehen. Ups. Der war hier unten hin teleportiert, die Sau. Ja gut, ich meine, warum eigentlich nicht? Er kann gegen uns ja sowieso nichts ausrichten. Wir gegen ihn auch kaum. Alter Schwede. Okay, aber wenn er schon da unten ist, kann das Kapitel schon im nächsten Part vorbei sein. Warte mal, ich bleib mal hier. Mehr schön abzublocken. Dann brauchen wir natürlich einen Schwerttypi. Der hält was aus. Ein Armor. Armorstein Eisenbricht. Ja, der Move wird wehtun. Wenn mich der attackiert.
Und hier kommt die 4. Stufe. Okay, aber bis dahin komme ich trotzdem. Nee, Rojada wäre jetzt ein bisschen doof. Schön hier abwarten. Ja, wo ist Rot, tut es nur weh. So, jetzt sind wir mal gespannt. Lass dich überraschen. Au. Was, der haut wieder ab? Oh, was für eine Sau. Okay, dieser Nebel ist scheiße. Das lief nicht so, wie ich es vorher geplant hatte, Freunde. Und wie es weitergeht hier zurück bei Fire Emblem Engage. Endlich mit 100 Folgen. Das seht ihr in der nächsten Folge. Und wie bereits erwähnt, ich würde jetzt mal in Kapitel 20 soweit noch mit meinen Charakteren, meinem Pairing abschließen und dann uns um Sidequest kümmern. Mal eben die ganzen Tipps noch so ein bisschen durchgehen und eben das Pairing, die ganzen Embleme und so mal noch ein bisschen durchmischen. Ne? Also, wer weiß, wie lange das hier dauert, vielleicht in 1-2 Folgen, weil die Map ist eigentlich nicht so groß. Andererseits, wenn mir hier der Typ noch länger auf die Nerven geht. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.